nachdem eng Fluggesellschaft Ryanair 2 neue Wohnungen um Findel ugekönigt huet, vom 2. Juni op Palma auf vom 28. Oktober op Dublin, huet sich Betreibergesellschaft vom Findel Luxairport öffentlich drüber gewonnen, dass sie nicht von denen Plänen domat kriegen. Dürfen wir frohen, die Herr Minister hun, dass das am Anfang wat für eine Prozedur als die offizielle Prozedur, wenn ein Betreiber, eine Fluggesellschaft will, neue Linien um Findel auflegen. Und die zweite Frage, die ich will stellen, das ist, ob wirklich eine Information, wann das eventuell internationale Konventionen sind oder Möglichkeiten sind, für sie anzuschreiben, wie dann eben Betreibergesellschaft von einem Flughafen, in diesem Fall Luxairport, wie die dann müssten informiert gehen, dass sie wissen, wie an Zukunft Findel ungeflogen respektive fortgeflogen, ob du misst am Vierfeld gefragt gehen oder ob du misst eine automatische Information an einer zweiten Phase haben gehangen gehen. Ich will dem Herrn Jabir, ja, merci so für die Frage, weil das erlaubt mir, vielleicht auch ein paar Sachen richtig zu stellen, die verschiedenen Medien rapportiert haben, die sich gewundert haben über den Tweet, den Luxairport gemacht hat, dass sie besonders nicht wissen, davon, dass Ryanair will es hat, am Sommer respektive am Herbst das Angebot zu erweitern. Das ist sich nicht Außergewöhnliches. Wir sind in Europa an einem Kontext von einem Open Sky. Das heißt, wir haben das ganz liberalisierte Marché auf den Flughäfen, an allen Flughäfen an Europa, die müssen noch publizieren, welche Slotten sie frei haben, wo die Fluggesellschaft können starten an Lande. Was heißt das Slotten? Das heißt am Anfang nichts anderes wie ein Créneau horaire, das heißt eine gewisse Zeit, wo nach frei ist. Bon, in Europa gibt es Flughäfen, Frankfurt oder so, die sind, du kriegst ganz schwer nach einem Slot, oder zum Beispiel von der London Heathrow wird ein Slot kriegen, das relativ kompliziert, weil die so überlastet sind, dass du nicht mehr frei hast. Mit Lützeburger Flughafen hat nach viel frei, haben zwar Spitzenstunden, gehen immer mehr besetzt, und du hast auch schon nicht mehr viel Sput dran, wir haben Laufe vom Dach, also aber nach viel frei. An Ryanair, wenn man guckt, was für Flugzeiten die meistens fliegen, das sind dann meistens nicht an der Spitzenstunden. Die gucken sich da tun, auf den Flughäfen, zum Beispiel noch zu Lützburg, aha, siehst du, du hast noch frei, da sollen sie mal mitpeilen und da wollen sie platzieren, zum Beispiel da Lützburg Palma, wie die in den Lo angekündigt, ich meine, 2-mal die Woche ab dem, oder an der Sommersaison. Dann hat der Flug auch keine Chance. Das heißt, wenn du wirklich frei hast, die müssen natürlich einen gewissen Moment da durchfrohen, für noch da wirklich zu besetzen. Sie haben noch eine Verpflichtung, für das, was zu umgehen, dass sie über 85% während der Zeit, wo sie den ungefroht tun, heißt in der Sommerzeit, 200 Wochen, müssen sie noch nachweisen, dass sie doch wirklich geflogen sind. Sonst können sie einen Wäschgehalt kriegen. Wie was die besenken haben, dann haben sie den. Und es gibt auch in Europa sogar ein Marché von Verkäufe von Slotten, Horären. Ich will ein Beispiel geben. Luxair selber hat früher zu Heathrow Slotte für zu landen. Das war aber für Luxair nicht mehr interessant, weil Luxair natürlich am internationalen Konnektionsverkehr ab London gut nicht tut, weil sie keine Allianz zu modernen enger British Airways oder etwas. Das heißt, dass sie echt Point-to-Point fliegen. Du sind sie rüber geswitcht auf die London City, was für Luxair ganz interessant natürlich also eine Destination, die ganz gut geht. Und unsere Heathrow, die Slotte, unsere verkauft für relativ Geld, du gehst richtig Marché, das ist auch erlaubt, das ist legal, das ist so nicht verboten ist. Das war eine Zeit, eine dicke Diskussion in Europa, ob in das müssen erbannen oder nicht, mit das aber dezidiert, wenn der Kommission, ich meine 2012 wird, für das aber legal ist. Also haben im Fall, das sind ja Destinationen, die sind nicht für Mur, das ist recht für den Sommer an Hirsch. Die gesehen, die wissen, dass du frei ist, die können schon untermachen, sie ihren Ticketverkauf schon relativ frei. Das ist auch die Strategie von der Ryanair für Überraschungskuren zu fahren. Und dann lancieren sie die Wand davon, selbstverständlich parallel, wenn sie das bis lanciert, sie kommen da bei der Flughafen so, weil wir willst du die und die Slotten zu besetzen, und wenn sie da frei sind, müssen sie es auch kreieren. Dafür du holst den Flughafen wenig Handhabt, dafür wird immer gefragt, könnt ihr nicht eng verbieten, halt zu starten und zu landen. Das geht nicht. An Kader vom Open Sky, wenn es Slot frei ist, muss man das autorisieren.